Servus und Hallo, ich bin Miss Britschen und heute erzähle ich euch, warum Neujahrsvorsätze eigentlich voll der Krampf sind. Neujahrsvorsätze haben ja eigentlich so ziemlich viele Leute. Ich nicht. Neujahrsvorsätze sind meiner Meinung nach auch voll der Schmarrn, weil es hält sich doch meistens eh keiner dran. Vielleicht einmal für ein paar Wochen, aber eigentlich hält sich keiner dran und jeder macht sich bloß Vorsätze und wenn er sich nicht dran gehalten hat, tief im Inneren denkt man sich doch dann, mei, nicht einmal das habe ich dieses Jahr geschafft, ne? Sprich, man fängt also eigentlich das neue Jahr schon mit was an, weil man tief im Inneren weiß, dass man sich eh nicht dran halten wird, also kann das Jahr auch bloß scheiße werden. So, das ist also so zum einen. Zum anderen ist halt einfach so, wenn ich mir was vornehme, wenn ich was verändern will in meinem Leben, warum muss ich das an einem Datum festmachen? Das macht meiner Meinung nach eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wenn ich zum Rauchen aufhören will, wirklich aufhören will, dann mache ich das gleich. Von heute auf morgen, zack, aus, Ende. Wenn ich wirklich mich gesünder ernähren will, dann mache ich das gleich. Und warte nicht so, oh ja, also jetzt ist bloß noch 2 Wochen oder sowas bis zum Neujahr. Also da 2 Wochen friese ich noch eine Sau, aber dann ab dem 1. Dann ändert es. Seien wir uns ehrlich, in 95% oder nein, ich hab keine Statistiken. In 99% der Fälle passiert das eh nicht. Dann ist man verkadert am 1. Tag oder was weiß ich, also am Neujahr ist man verkadert oder sonst irgendwas. Dann macht man das nicht, dann denkt man sich, ah ja, mei, zu das halt, ja, oh mein Gott. Jetzt ist es Sonntag, mei, und jetzt habe ich auch noch Urlaub eine Woche oder so. Ja, dann ist mir noch gut gehen, wenn ich dann zum Arbeiten wieder anfange. Dann, oder wenn die Schule wieder anfängt oder was weiß ich, dann nehme ich an, dann fange ich an, weil, ne, aber jetzt, also, wir verarschen uns eigentlich die ganze Zeit bloß selber und wir schonen uns damit selber. So, deswegen, wenn ihr was verändern wollt, dann macht es, unabhängig vom Datum. Wenn ihr nichts verändern wollt in eurem Leben, dann heuchelt euch nichts vor und andere Leute erst recht nicht. Weil wenn euch andere Leute fragen, und was hast du fürs neue Jahr so vorgenommen, dann stellt einfach dazu und sagt nix, bevor ihr irgendeinen Scheiß erfindet, den dann andere Leute vielleicht vor euch erwarten, und ihr dem nicht nachkommt, deswegen fühlt ihr euch dann auch wieder scheiße, weil ihr denkt, Mensch, jetzt hat die erwarten von mir, dass ich zum Rauchen aufhöre, aber eigentlich will ich ja gar nicht. Oh, das schaut dann aus, wie wenn ich voll der Loser wäre, gell, also das wäre für nicht schön. Es ist ein Krampf. Wenn ihr nichts ändern wollt, dann ändert auch nichts, nehmt euch nichts vor, andere Leute können euch scheißegal sein. Wenn ihr was ändern wollt, wenn ihr wirklich, ich hab vorher mit meiner Freundin geredet, die will jetzt wirklich wieder ins Fitnessstudio gehen. Ja, zufälligerweise ist Januar, aber sie will das wirklich. Ne? Sie war schon mal und sie will wirklich, unabhängig von dem Datum, sie will einfach annehmen. Ich will mich auch einfach jetzt in Zukunft gesünder ernähren, unabhängig vom Datum. Das darf ich jetzt auch sagen, wie mitten im August wäre. Also von dem her, wie gesagt, Vorsätze fürs neue Jahr sind ein Scheiß. Vorsätze allgemein, man kann sich viel vornehmen. Ich hoffe halt dann auch bloß wirklich, dass man sich dran hält. Ich hoffe es auch von mir, dass ich mich dran hält. Aber unabhängig vom Datum bitte. Macht es nicht abhängig vom neuen Jahr. Das ist der größte Scheiß, den ihr machen könnt. Vorsätze an und für sich sind nicht schlecht. Neujahrsvorsätze sind ein Scheiß. Keiner hält sich dran. So, das war's von mir. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder, normalerweise. Feiert schön oder feiert nicht schön, schlaft schön ein, rutscht schön ein, saft schön ein, feiert schön ein, macht's was auch immer ihr wollt. Wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Servus, euer Miss Britschen, Baba.